Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein ganz entspanntes Video. Und zwar für alle Prepper, Vorbereiter, Outdoor-Jungs. Hab mir da MTR Erding, verlinke ich euch unten. Ihr kennt den ja mittlerweile schon alle. Bei dem kaufe ich immer so wirklich die ganz besonderen Sachen. Hat mir was mitgegeben, und zwar die Notfallbox. Dass ich die einfach mal vorstelle, teste, mir anschaue, mitnehme, und das werden wir jetzt ganz entspannt gemeinsam miteinander machen. Ja, das ist das schöne Teil. In einer Plastikbox. Das ist natürlich jetzt wirklich so, das ist jetzt hier, ich sehe das jetzt mehr als, jetzt habe ich schon das Siegel aufgerissen, ich sehe das mehr so als, wie soll ich sagen, als Prepping oder Notfallbox für alle. Jetzt nicht für die ganzen extrem geschulten Outdoor-Jungs, sondern für jeden, der sich einfach mal schnell, zack, so ein Teil ins Auto stellt oder in den Keller und dann damit einfach besser gerüstet ist als alle anderen, die sowas halt nicht haben. Man kann das natürlich immer auf die Spitze treiben, das machen auch viele, und die meisten hören sich viel an, kaufen das ganze Zeug danach, stellen es in den Keller und fassen es nie wieder an. Und ich bin doch jemand, der sagt, man sollte schon so verschiedene Sachen dann auch tatsächlich ausprobieren. Die pflücken wir jetzt auseinander und gucken, was das Sinn macht. Das ist jetzt natürlich nicht schön in Camo, klar, sondern es ist eine weiße Schachtel. Aber auch diese Plastikbox, da geht schon los, die macht Sinn und die hilft euch natürlich weiter. Hier versiegelt und zack ist sie offen. Ich lese euch mal vor, was jetzt da angeblich alles drinnen ist. Oder was heißt angeblich? Natürlich ist es drinnen. 3 Liter Plastikbox. Auch nicht schlecht. Campingbesteck, wasserfester Multifunktions-Schlafsack mit Signalpfeife, Handsäge, Solar-Kurbelradio mit Lampe und USB-Powerbank. Ihr seht schon, da so ein Kurbelradio dabei ist, ist der Schwerpunkt von dieser ganzen Geschichte, und dadurch bestimmt sich wahrscheinlich auch so der Hauptpreis oder das meiste an dem Preis. Das ist auf Kommunikation ausgelegt. Das heißt, dass ihr auch mithören könnt, was ist denn da draußen eigentlich los. Das ist so eine Geschichte, die vergessen viele. Und gerade wenn man so für sich selbst sich mit dem Thema nicht beschäftigt, ist einfach so ein zusammengepacktes Set am besten. Und ich glaube, das kostet unter 100 Euro. Das heißt, da wird keiner dran sterben, wenn er sich das vorsichtshalber mal irgendwo reinlegt. Das ist auch für jeden Campingausflug, für jede Autopanne, für jedes Hochwasser, Überfall, was auch immer, ist das natürlich immer besser als wie nichts. Ja, also Kommunikation, deswegen Solar-Kurbelradio mit Lampe. Das wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es halt eingepackt war bisher. Einweghandschuhe, kleines Messer, Pflaster, Jod, Desinfektionsstäbe, Zahnstocher, Streichholzschachtel, Angelbox, Esbit-Kocher mit Würfeln, Trinkwasserfilter zur Wasseraufbereitung. Also ihr hört schon, besser ausgestattet als so einiges andere und auch besser ausgestattet, als euch, glaube ich, das Amt für Katastrophenschutz in Deutschland so als Tipp an die Hand gibt. Bestellt euch mal die Broschüre, vielleicht stelle ich die dann auch mal gemeinsam mit euch hier vor und dann lachen wir gemeinsam drüber. Ja. Die wollen anscheinend nicht wirklich, dass wir Krisensituationen überleben. Sage ich mal ganz vorsichtig. Gut, Einweghandschuhe. Ich glaube, wir machen jetzt einfach alles auf und testen es jetzt gleich. Das bringt ja nichts, wenn es dann irgendwie ein Klump ist. So, okay, das sind schon mal nicht diese ganz einfachen, billigen Plastikhandschuhe, die, wenn man dran zieht, sofort kaputt sind. Ja. Sondern das sind diese blauen, die man auch im Gastro- und im Tattoo-Bereich hat und die tatsächlich was aushalten. So. Noch ganz. Schauen wir mal gleich, ob sie wirklich noch dicht sind, nach dem Rumgezupfe. Okay, Handschuhe. Mei. Das sind so Kleinigkeiten immer. Es gibt wirklich super billige Einweghandschuhe. Und diese packst du aus und sie sind eigentlich beim Auspacken schon kaputt. Kennt wahrscheinlich jeder. Kennst du wahrscheinlich auch beim Putzen daheim.
Kauft es aus der Schachtel, das kostet dann irgendwie 3 Euro, da sind 50 Stück drinnen und ihr zieht den raus und er ist schon hin. Dann, das wird wahrscheinlich der Schlafsack sein. Oder was haben sie geschrieben, ist drin? Wasserfester Multifunktionsschlafsack mit Signalspeicher. Okay, das ist jetzt natürlich kein Schlafsack, der euch wärmt, aber das ist ein Schlafsack, der euch trocken hält. So eine Plastikfolie, wie so ein Plastik-Biwaksack, so ähnlich wie eine Rettungsdecke. Bloß wenn ich das jetzt hier schon anfasse, fühlt er sich an wie Militärqualität. Ja, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Den packe ich jetzt nicht aus, weil sonst kriege ich den nie wieder zusammen. Er ist innen silber, außen ist er grün getarnt. Also im Endeffekt ist es eine Rettungsdecke in ziemlich dicker Qualität. Ja, kann man wohl so sagen. Da steht jetzt leider keine Größe drauf. Vielleicht machen wir doch auf. So. Das ist die Breite. Die Breite ist, okay, auf jeden Fall mal 1 Meter. Okay, und wasserdicht ist auf jeden Fall auch. Gut, also Qualität von einer Rettungsdecke, aber in grün und nicht diese Qualität, die ihr in den Auto-Kfz-Verbandskästen drinnen habt, sondern schon eine ziemlich feste, robuste, und die riecht auch nicht nach diesem komischen chemischen Zeug, weil ich habe mal ein Video gemacht, habe ich in einer Rettungsdecke übernachtet, verlinke ich euch vielleicht auch da oben. Es ist so, dass die extrem unangenehm riechen, diese Rettungsdecken. Und das heißt, ihr könnt da drin eigentlich nicht wirklich schlafen, wenn ihr diese chemischen, komischen Rettungsdecken nehmt. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Jager mit ihren Hunden vorbei sind, dann quatschen wir gleich weiter. Ja, Signalpfeife hier, wisst ihr auch alle, man kann ungefähr 1 Minute lang schreien, aber man kann stundenlang pfeifen. Ja, packt man wieder rein. Man weiß es nie, jede Plastiktüte ist im Notfall was wert. So, Streichhölzer, ganz normale, gut, die würde ich austauschen. Ah, die brennen sehr schnell, okay. Okay, also gut, Streichhölzer, da bin ich speziell, die würde ich auf jeden Fall austauschen gegen was anderes. Einen Feuerstahl oder sonst irgendwas. Das begeistert mich jetzt nicht, aber gut, besser als wie keine dabei zu haben. Wasserfilter, den packe ich jetzt nicht aus. Das ist Outdoor Water Filter Straw. Das ist dieser, den gibt es von wahnsinnig vielen Herstellern. Ich habe euch da mal einen von Alpenwert vorgestellt. Ja gut, den verlinke ich auf jeden Fall das Video da oben. Da packe ich so mein Komplett-Päckchen aus. Das ist genau der gleiche. Da ist so ein Strohhalm drinnen. Nur die Farbe ist eine andere. Der schaut rot aus, der von Alpenwert ist blau. Und damit könnt ihr Wasser filtern. Steht jetzt nicht drauf wie viel, aber removes 99,99999% of waterborne bacteria including E. coli and Salmonelle. Ja, das ist für und waterborne parasites. Okay, also Wasserparasiten, Salmonelle und E. coli Bakterien ist bei uns so mal eigentlich alles abgedeckt, was ihr so braucht, was man sich bei uns im Wasser holen kann. Filtert jetzt keine Viren raus, tun aber, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, eigentlich keiner von den Wasserfiltern, die es auf dem Markt gibt. Es sei denn, ihr kauft euch einen Wasserfilter mit einem richtig dicken Kohlepaket drinnen. Zum Beispiel den von Mameka. Verlinke ich euch auch da oben das Video. Das ist nämlich ein richtig geiler Wasserfilter. Und dann seid ihr eigentlich für alles gerüstet. Aber so für den Notfall und in Deutschland taugt der auf jeden Fall. Es ist natürlich so, ich sage ja immer, alles was ihr dabei habt, sind nur
Fähigkeiten Multiplikatoren. Das heißt, wenn ihr nichts wisst und wenn ihr nichts könnt, nützt euch auch das ganze Zeug nichts. Ich setze natürlich voraus, dass jeder weiß, dass man sich das Wasser genau anschaut, dass man guckt, dass da keine Tiere drin gestorben sind, dass man ein bisschen flussaufwärts geht und guckt, dass da nicht eine tote Kuh oder Gams oder so drin liegt. Dann filtert man das Wasser. Ja, so schlau sollte jeder sein. Oder mal dran riechen oder mal ein bisschen dran schmecken. Das sind die einfachsten Regeln in solchen Fällen. Aber das weiß ja jeder. So, Säge. So eine kleine Handsäge wieder drinnen. Halte ich jetzt nicht so viel davon. Aber auch wieder so besser als nichts. Und jeder, der weiß, wie man mit sowas umgeht, für den ist das natürlich ein großes Hilfsmittel. Wenn man ein gescheites Messer dabei hat, das eine Säge drin hat, ist das natürlich besser. Aber dieses Teil hier ist natürlich mal wieder besser als nichts. Und es hält mehr aus als die letzten 3 billig Sägen, die ich in der Hand hatte. Okay. Weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Instagram. Ich habe ein paar im Laden getestet, angezogen, bloing, waren sie schon kaputt. Das bei der hat es nicht so. Ja. Eine Seilsäge. Ich sage es jetzt nochmal dazu, das ist natürlich nicht für den geschulten Profi-Prepper-Outdoor-Typen, sondern das ist für den ganz normale Standard, der sich einfach ein bisschen besser vorbereiten möchte wie andere. Und dafür erfüllt es absolut seinen Zweck. Ich sage immer, ihr müsst einfach nur so viel mehr durchhalten wie die anderen. Das reicht völlig. Gut, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Für die ganzen Profis, die wissen ja, dass dieses Teil hier nicht nur zum Sägen in der Notfallsituation ist. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber da gibt es auch richtig viele Videos, was man damit noch alles machen kann, was mit den Händen vielleicht ein bisschen zu unangenehm wäre. Gut, Esbit-Kocher, muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Kennt jeder, den klappt man so auf. Dann nimmt man hier so ein Stückchen Esbit raus. Da ist sogar eine wunderschöne Beschreibung dabei. Ja, die für jeden, der das noch nie gemacht hat, völlig ausreichend ist. Dann ist ein Esbit-Würfel dabei, den legt man hier rein, den zündet man an, stellt sein Zeugs drauf und dann kocht man sich halt einfach. Brennt lang genug, dass du da dein Essen warm machen kannst. Und dann klappst du dieses Teil halt wieder zu. Und selbst wenn es dann dreckig und rauchig ist, so, dann ist es eine schöne Sache. Einzige, was mir jetzt hier noch auffällt, und das finde ich jetzt gar nicht so gut, den könnt ihr nicht gleich hernehmen, weil da nämlich erstmal die Schutzfolie drauf ist. Und das wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn ihr sowas habt, müsst ihr natürlich die Schutzfolie runterziehen. Das ist natürlich immer drauf, weil ansonsten kommt der nächste, wenn man keine drauf macht von Anfang an, so für die ganzen richtigen Spezialisten, dann sagt er, schau mal her, da sind ja Kratzer drin, darum lassen Sie die Schutzfolie drauf. Aber dass man die Folie runterziehen muss, sagt einem wieder keiner, sage ich euch jetzt. Immer gucken, wenn was heiß wird, ist eine Folie drauf. Oder ist irgendwie ein Rostschutzmittel drauf. Oder ist sonst irgendwas drauf, auch bei diesen ganzen China-Produkten, wenn ihr da Pfannen und so weiter kauft. Guckt euch die genau an, haut nicht gleich euer Essen rein, macht die erstmal heiß und brennt das ganze Zeug erstmal richtig aus. Sonst habt ihr nämlich das ganze Gift im Essen und das ist auch hier der Fall. Und wenn ihr das hier anzündet und lasst die Folie drauf, könnt ihr wahrscheinlich erst das zweite Essen genießen. Ja. Also, ganz wichtig, Folie runter. Aber das ist bei jedem Metallteil, was ihr kauft, genau deswegen, weil die Leute dann sagen, guck mal, hier ist ein Kratzer drin. Aber ihr kauft es ja nicht zum Anschauen, sondern ihr kauft es ja zum Hernehmen. Darum ist es scheißegal, ob da ein Kratzer drin ist. Machen wir weiter. Was haben wir noch Schönes? Hier, ach, Essbesteck. Okay. Ja, jetzt wollte ich sagen die Sparversion, aber schaut jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Okay, er hat halt hier diesen Bajonettverschluss, wo man das auseinanderklipsen kann. Ist aus Edelstahl. Hat ganz gut abgerundete Kanten.
Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Gut, jeder, der mit Messern und Besteck und Gabeln verwöhnt ist, mei. Aber ganz ehrlich, für einen kleinen Campingausflug, für mal mit den Jungs ans Lagerfeuer, ist es besser, als wie mit den Fingern essen. Ja, das steckt man da so rein, klipst es zu und schiebt es so zusammen und dann hat man das relativ kompakt. Also bevor man nichts dabei hat, ist das gar nicht schlecht. Was halt wirklich gut ist, wenn es relativ robust und simpel gebaut ist, dann kann man das halt auch als Werkzeug hernehmen. Gabel zum Beispiel, kann man hunderte von Werkzeugen aus einer Gabel bauen. Muss ich euch jetzt nicht erklären. Vielleicht mal ein Video drüber, was man so alles aus unnützen Gegenständen kann. Messer ist besser, als wie kein Messer dabei zu haben. Flaschenöffner für die, die nicht aus Bayern sind und wissen, dass man eigentlich mit jedem Ding eine Flasche aufmachen kann. Okay. Wichtig ist, dass es rostfrei ist. Es gibt ein paar so richtig coole Retro-Bestecke. Die sind leider alle nicht rostfrei. Da kommen wir als zum Schluss drauf. Machen wir das kleine hier noch. Schauen wir mal, was das hier ist. Keine Ahnung. Seid geduldig mit mir. Ich habe gesagt, wir machen das ganz gemütlich. Schaut aus wie ein Zäpfchen. Schlüsselanhänger, keine Ahnung. Ah, okay. Sogar mit Gummidichtung. Das allerdings finde ich jetzt mal ziemlich cool. Es ist ein richtig kleines Messer, ein kleines Skalpell. Und wenn man das zuschraubt, dann ist es dicht. Das ist in einer Edelstahlhülle drinnen. Das heißt, es kann eigentlich nichts passieren. Also es kann nicht rosten, passieren kann immer was. Und das Ding ist gescheit scharf, sehe ich gerade. Okay. Es ist mit einer Schraube befestigt, das heißt, man kann sogar die Klinge austauschen. Das finde ich jetzt, also das finde ich jetzt mal so richtig mit Abstand echt cool. Ja, du weißt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das sowas in der Form auch noch nie gesehen, so in so einer kleinen Tablettenform. Kann natürlich auch das Messer rausnehmen, dann hat man einen kleinen Salzstreuer oder irgendwie Gewürz oder welches Pulver ihr auch sonst so mitnehmen wollt für die Notsituation. Ja, also das hier lege ich jetzt mal hier vorne hin, das finde ich total cool. Gut, dann klar, hier so der Standard-Überlebensset für alles Mögliche. Da haben wir Angelschnur drinnen, da haben wir Wattestäbchen drinnen, haben wir Pflaster drinnen, haben wir Zahnstocher drinnen. Das ist so das nächste Zahnstocher. Früher bist du in die Wirtschaft gegangen, hast dann eine Handvoll Zahnstocher mitgenommen, hast die dann in dein Päckchen rein. Es gibt keine Zahnstocher mehr in den Wirtschaften. Ich weiß nicht, ob die Leute zum Essen liegt oder sonst irgendwas, aber es gibt da keine Zahnstocher mehr. Ja gut, lauter so Angelutensilien. Ja, jetzt wollte ich gerade schimpfen, was soll ich denn mit diesen riesen Haken anfangen, aber es gibt richtig viele Haken in jeder Größe. Ja. Okay, und es scheint mir auch so. Ja. Ja, das ist jetzt nicht mal ein Klump, das ist ein richtig fieser Widerhaken. Also das sind es nicht irgendwie so japanische Angelhaken. Ihr wisst, was ich meine. Sondern die haben echt einen richtig guten Widerhaken. Also die taugen tatsächlich was, dass der Fisch auch dran bleibt. Und hier, was ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht finde, ist nochmal für... Autsch. Ja, okay. Die sind richtig fies. Für alle, die nichts mit dem Angeln zu tun haben, hier ist nochmal so ein Durchbissschutz, falls man halt wirklich den dementsprechend großen Haken, Fisch dazu fängt, dass der das nicht durchbeißen kann, ist hier nochmal richtig robustes, es werden 10 cm sein, sodass er auf die untersten 10 cm nicht einfach, wenn er da am Haken hängen bleibt, die Schnur durchbeißt. Gar nicht mal schlecht. Schaut auch gut gewickelt aus. Wird funktionieren. So, gut, Plastiknadel. Naja, besser als keine Nadel. Verschiedene Bleigeschichten.
sind halt alles so Sachen, wenn man sich auskennt, kann man sich das halt selber bauen, aber wenn man es einfach dabei hat, ist es auch wieder besser, als wenn man nichts dabei hat. Ein kleines Glöckchen. Das ist hier ein Multifunktionsteil. Das kennt wahrscheinlich jeder Angler und jeder Fallensteller. Jetzt möchte ich ins Thema Fallenstellen gar nicht so tief eingreifen, weil das ein schwieriges Thema bei YouTube und in Deutschland sowieso ist. Aber mit diesem Teil, was jeder Angler kennt, kann man wunderschöne Fallenauslöser bauen. Das finde ich jetzt spannend, dass das da drinnen ist. Schrumpfschläuche. Man möchte auch hören, wenn irgendein Viech in die Falle geht oder sich an der Angelschnur irgendwie verhängt. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil es ist ja so, wenn ihr da draußen seid und habt ein bisschen was zu tun, ihr geht ja nicht zum Angeln, sondern ihr seid ja in einer Situation, wo man nebenbei noch irgendwie seinen Fisch fangen möchte. Und dafür sind diese Dinger hier echt cool. Und für 1000 andere Sachen, die mir jetzt gerade einfallen, sind die auch gar nicht schlecht. Und das hier, das sind die Jodstäbchen. Das sind nicht nur Ohrenstäbchen, sondern die bricht man in der Mitte durch. Dann saugt sich hier dieses Wattebäuschen damit voll. Und da in dem Stängel drinnen, man sieht es leider nicht, in diesem Stängel von dem Zeug, da ist Jod drinnen. Die Summe macht halt immer den Preis. Aber wenn ihr das Ding habt, habt ihr hier noch genug Platz, um zum Beispiel von denen hier 10 reinzutun. Und 10 Pflaster und eine Mullbinde und noch 1000 Kleinigkeiten, die man hier eigentlich noch reinpacken könnte. Aber dann wird das Teil halt wieder unendlich teuer und das ist natürlich ein Blödsinn. Aber dazu gibt es ein anderes Video, das schaut es am besten da oben an. Da habe ich mal so mein kleines, ich glaube das wiegt insgesamt 3 Kilo, das ist nur so ein, wie sagt man heutzutage, Hip-Bag. Früher hieß Wimmal, das schnallt man sich um den Bauch und dann hat man so einen kleinen Beutel. Ich nehme es meistens so, dass man halt einfach so eine Brusttasche dann hat. Und da habe ich im Endeffekt alles drinnen, um mal locker. Also 14 Tage sehe ich da überhaupt kein Problem, wenn ich das dabei habe, dass ich dann da draußen mich irgendwie versorgen kann. Hier natürlich Schachtel für Wasser oder sonst irgendwelche Aufbewahrungsgeschichten. Man kann es natürlich unendlich weiterspinnen. Wenn das jetzt hier aus Metall wäre, hätte ich schon wieder 10 andere Probleme auch gelöst. Aber dann wird das Päckchen halt wahrscheinlich ein 100er mehr kosten. Und wie gesagt, es ist für den, der sich einfach ein bisschen besser vorbereiten möchte, als die, die nicht vorbereitet sind. Gucken wir mal da rein. USB-Kabel. Damit man dieses Teil, wenn es aufgeladen ist, auch als Powerbank hernehmen kann. USB-Output für iPhone, Android, was auch immer. Das heißt, das Teil, wenn voller Strom ist, funktioniert es als Powerbank. Dann hat es eine Handkurbel. Mit dieser Handkurbel kann man natürlich Strom erzeugen. Für den übelsten Notfall überhaupt. Muss man wahrscheinlich 1000-mal drehen, bis das so viel Strom hat, dass irgendwie sich überhaupt irgendwas tut. Dann hat es Solarzellen, auch nicht schlecht, wenn man das einfach aufs Dach legt, volle Kanne in die Sonne, dann sollte das gehen. Schauen wir mal. Probieren wir mal, aber ich glaube jetzt nicht, dass da was passiert, weil ich kenne diese Teile, man muss halt wirklich da schon 500 Mal kurbeln, bis da irgendwie einigermaßen was passiert. Dann hat es ein Radio drinnen und vor allem ist es sehr kompakt. Dann klappt es hier wieder zu, zack. Ah, schau mal einer an. Es leuchtet. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, ein bisschen gekurbelt. Schauen wir mal, was das Radio sagt. Naja, funktionieren tut's. Okay. Also für alle, die von Notfallfunk keine Ahnung haben, es ist WB, FM und AM. Also für den Normalsterblichen sogar ein bisschen mehr, als ihr eigentlich braucht. Und wenn du den FM drinnen hast, dann ist es tatsächlich so, dass die Qualität richtig gut ist.
Also ich habe jetzt das Schlimmste erwartet. Ich dachte, dass es so ein richtiges Klump ist. Ich habe gerade gesehen, dass ich die Taschenlampe auch die ganze Zeit noch zusätzlich anhatte. Jetzt ist sie aus. So. Und was soll ich sagen? Also ich bin jetzt von dem Ding jetzt bin ich jetzt mehr begeistert, als ich jetzt eigentlich erwartet habe. Also und ich habe es auch gar nicht so lange, also ich bin gerade voll begeistert. Ihr merkt es ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich habe jetzt hier einfach einen totalen Käse erwartet, was es nicht ist, sondern es ist richtig gut. Und ich habe jetzt auch nicht da stundenlang gekurbelt, sondern es waren jetzt, keine Ahnung, 2 oder 3 Minuten. Also heute ist mit die Hunde Wahnsinn. Super begeistert. Super begeistert. Der Rest ist okay. Das wird euch auf jeden Fall in der Situation helfen. Es wird euch in jeder Krise einen kleinen Vorsprung geben. Und naja, schmeißt es ins Auto oder in euren Campingbus. Da ist dann wirklich mal so schnell alles drinnen. Wenn jetzt wirklich alles zusammenbricht und alles Mist ist, dann habt ihr mal so die Grundausstattung. Ich habe von vornherein gesagt, der Profi, der absolute Wahnsinns-Prepper, wie auch immer, der ist natürlich da schon weit, weit drüber. Aber für jeden, der sagt, ich brauche eine Grundversorgung, ist dieses Teil für das Geld cool, weil das hier echt geil ist, weil das hier total geil ist und der Rest ist okay. Also auch der Esbit-Kocher. Da ist es halt einfach so, macht es den voll, da passen 4 so Dinger rein, zieht die Folie ab, vielleicht passen sogar 6 hier rein, na, es passen nur 4 rein, so kennt man ja von der Bundeswehr. Der ist in Ordnung, der ist klein und erfüllt seinen Zweck. Ich mag den Esbit-Geruch nicht, aber das sage ich auch in anderen Videos. Nur wenn ich gar nichts dabei habe und ich möchte nichts Kaltes essen, mache ich mal so ein Esbit-Teil. Und es ist ein bisschen windgeschützt, das ist eigentlich der Vorteil. Man klappt es zu und es ist alles sauber und man hat es vor allem dabei, weil es gibt ja auch wirklich Orte, wo du einfach nichts mehr findest, was brennt. Ja, so viel gelabert. Was soll ich noch sagen? MTR ist unten verlinkt, schaut's rein. Ich kann es empfehlen. Ich weiß nicht, was es aktuell jetzt kostet, aber es kostet garantiert unter 100 Euro, denke ich mal. Das ist der Schwerpunkt. Kommunikation, damit ihr wisst, was draußen los ist. Kauft kein Klump, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Grüß euch.